Willkommen in der Schweiz. Hallo zusammen, da ist wieder Sophie und ich begrüße euch zu einer musikalischen Folge von Willkommen in der Schweiz. Ja, heute dreht sich alles um die wohl schönste Kunstform für mich, nämlich um die Musik. Ja, was für Musik gibt es in der Schweiz? Was für Künstler kennt man da und im Ausland? Das alles und noch viel mehr will ich euch heute ein bisschen näher bringen. Ich will ganz grob 2 Kategorien ansprechen heute, nämlich einerseits die Volksmusik und andererseits die Popmusik, die man in der Schweiz finden kann. Ja, was die Volksmusik angeht, kann ich gerade mal anfangen, euch ein bisschen vom sogenannten Ländler zu erzählen. Sehr oft wird die allgemeine Volksmusik in der Schweiz mit dem Ländler sozusagen gleichgesetzt, wobei Ländler nicht so ein einheitlicher Begriff ist, nämlich wie so oft in der Schweiz unterscheidet sich auch die Musik sehr stark je nach Region und Kanton und je nach der Kultur, wo man dort hat. Und natürlich auch von der Sprache her. Ja, aber ganz allgemein kann man sagen, der Ländler ist eine sehr fröhliche Art von Musik, wo ja natürlich typisch für die Schweiz ist und sehr viele verschiedene Einflüsse hat. So hat der Ländler zum Beispiel französische Einflüsse, aber auch italienische oder österreichische Melodien kann man finden, was natürlich logisch ist in der kleinen Schweiz, umgeben von diesen grossen Ländern. So hat auch unsere Volksmusik sehr viel von den Nachbarländern genommen. Anders als in den Nachbarländern, wo sehr viel Volksmusik im Dreivierteltakt ist auch da der Ländler nicht einheitlich. Es gibt auch Märsch oder Foxtrot, wo aber für uns trotzdem Ländler sind. Ja, es ist sehr schwierig, zum schlussendlich sagen, was genau der Ländler ausmacht. Am besten hört ihr es euch einfach mal selber an. Für mich das Wichtigste am Ländler sind natürlich die Instrumente, die es dort drin hat. Meistens haben die Regionen quasi ihre Lieblingszusammensetzung, wie sie dann ihre traditionellen Lieder spielen wollen. In vielen Orten ist das traditionellste Instrument, das man findet, das sogenannte Schweizer Örgeli oder auch Handorgel genannt. Das ist einfach eine Schweizer Version vom Akkordeon. Wie genau das gespielt wird oder wie sich das unterscheidet vom Akkordeon, weiss ich leider auch nicht. Das überlasse ich euch, um das nachrecherchieren. In einer typischen Ländlerbesetzung gehört also die Handorgel meiner Meinung nach dazu. Und dazu kann es andere Instrumente geben, wie zum Beispiel das Kontrabass. Es kann auch Klarinette haben, Geige oder Trompete sogar. In der Innerschweiz ist es auch sehr verbreitet, dass dann ein Klavier dazukommt. Und im Appenzell hat man das traditionelle Instrument namens Hackbrett. Also ihr seht, in jeder Region ist auch die Volksmusik ein bisschen anders. Aber wie gesagt, was alle meiner Meinung nach gemeinsam haben, ist so ein bisschen das Fröhliche. Man will dazu meistens ein bisschen
tanzen oder es einfach lustig haben. Und sehr oft sind die Ländlerlieder auch relativ einfach von der Struktur her, sodass es auch einfach ist, um dazu zu improvisieren. Ja, und die improvisierte Volksmusik hat in vielen Teilen der Schweiz auch einen hohen Stellenwert, so zum Beispiel auch in der Innerschweiz, wo meine Familie herkommt. Und die Musik ist darum in meiner Familie auch etwas sehr Wichtiges. Meine Großmutter zum Beispiel, sie spielt die Handorgel oder das Schweizer Örgeli. Und ich muss sie wahrscheinlich mal fragen, was genau der Unterschied zum Akkordeon ist. Aber genau, sie spielt das Instrument schon sehr lang und sehr gut. Und mein Onkel zum Beispiel, er spielt Kontrabass. Ich habe Cousinen, die Geige spielen oder Klarinette. Also eine sehr musikalische Familie. Und immer wieder treffen sie sich auch zu so einer improvisierten, eine Art Jam-Session, wie man im Jazz oder Pop würde sagen. Aber in der Volksmusik nennt man das eine Stubete. Da trifft man sich entweder bei jemandem zuhause, wie es bei meiner Familie der Fall ist, meistens bei meiner Großmutter, oder aber auch in Restaurants. Auch dort kann es Stubete geben. Und man trifft sich zum fröhlichen gemeinsamen Musizieren. Ja, und neben dem Ländler gibt es auch noch einen Klang von der Schweiz, wo vielleicht ein bisschen melancholischer tönen kann zum Teil. Das ist das Alphorn. Ihr habt das vielleicht auch schon gesehen, das lange, grosse Horn, wo von Leuten häufig in den Bergen gespielt wird und sehr laute, manchmal tiefe Töne kann geben. Und das tönt dann sehr harmonisch, aber auch irgendwie, wie gesagt, melancholisch für mich, verglichen mit dem Ländler, wo sehr enthusiastisch tönt. Aber das macht das Alphorn gerade umso spezieller und magischer für mich. Ich finde, man trifft selten jemanden, der tatsächlich Alphorn spielen kann. Also ich kenne leider niemanden. Das heisst aber nicht, dass es sehr unbeliebt ist, das Instrument. Tatsächlich kann das manchmal sogar sehr beliebt sein. Zum Beispiel gibt es immer am Anfang vom Greenfield Festival, das ist ein grosses Rockfestival in Interlaken, gibt es immer die Alphornbläser zum Festival eröffnen. Was in dem Bergpanorama natürlich sehr, sehr schön aussieht und darum auch sehr beliebt ist, wo aber natürlich mit Rockmusik nicht viel zu tun hat. Aber wie gesagt, das heisst nicht, dass es unbeliebt ist. Dann mal weg von den Instrumenten, ganz kurz zur Stimme. Natürlich gibt es auch bestimmte Gesangsarten, die da traditionell sind. Natürlich das Jodeln. Jodel kennt man auch in Österreich und in Deutschland, soweit ich weiß. Aber das ist natürlich auch ein grosses Ding in der Schweiz. Und soweit ich weiß, hat auch jeder Kanton oder jede Region hat auch seine eigene Variante vom Jodeln. Ja, ich kenne mich da natürlich nicht so gut aus, aber was ich weiß, ist, dass Jodeln sehr viel Übung braucht und sehr schwierig ist. Wenn ihr das mal hört, werdet ihr sehen, wie gut die Jodler ihre Stimme beherrschen können. Ja, so ziemlich schön in der Hälfte von dem Podcast angekommen, wechsle ich doch jetzt von der Volksmusik zu etwas aktuelleren, moderneren Musik, nämlich zur Popmusik, wobei ich das jetzt da sehr gross fasse.
Einfach alles, was nicht Volksmusik ist, sozusagen. Ja, die Schweizer Musikszene ist ganz allgemein nicht wirklich gross. Natürlich, unser Land ist auch sehr klein. Und ja, aber trotzdem sind die Schweizer nicht unbedingt bekannt als grosse Musiknation. Aber ich finde, der Ruf hat es nicht wirklich verdient. Es gibt nämlich auch Schweizer Musiker, die sehr viel Talent haben, sehr viel Potenzial und was zum Teil auch schon ins Ausland geschafft haben. Bevor ich aber zu brandaktueller Musik komme, will ich doch ganz kurz ein bisschen zurückgehen in die, glaube ich, ungefähr die 80er Jahre. Nämlich hat es damals einen Schweizer Liedermacher gegeben, der Mani Matter geheissen hat. Er war ein Berner und hat so ein bisschen, heutzutage würde man sagen, Singer-Songwriter-mäßige Musik gemacht. Also seine Stimme und seine Gitarre. Was am Mani Matter aber außergewöhnlich ist und bleibt, sind seine Texte. Er hat ganz, ganz clevere Texte geschrieben, sehr häufig mit Wortwitz drin oder allgemein sprachliche Spielereien, wo es einfach sehr interessant macht, sich überhaupt das mal durchzulesen, sich mit dem auseinanderzusetzen. Und ja, der Mani Matter ist so bekannt, dass auch heutzutage noch in den Schulen zum Teil Lieder von ihm gesungen werden. Ich weiss noch, wo ich in die Primarschule gegangen bin, wir haben die ganze Zeit die bekanntesten Lieder von Mani Matter gesungen. Dazu gehören Lieder wie «Der Sidiab de Lassar», «Der Eskimo» oder auch «Der Alpenflug». Wenn ihr also doch einen kurzen Einblick ins Berndeutsche wollt, dann empfehle ich euch unbedingt mal Text von Mani Matter zu lesen und am besten gerade noch seine Lieder zu hören. Ja, vom Singer-Songwriter gehen wir jetzt zum wirklichen Pop, zu der Schweizer Popmusik. Wenn man daran denkt, dann kommen einem häufig Namen in den Sinn wie DJ Bobo, Luca Hänni oder Stefanie Heinzmann. Der Luca Hänni, der hat es wirklich schon über die Grenze geschafft. Der hat nämlich beim Deutschland sucht den Superstar mitgemacht, also der deutschen Version vom American Idol heisst es, glaube ich. Genau, und der erfreut sich sehr grosser Beliebtheit in der Schweiz, aber auch im nahen Ausland. Er hat nämlich vor ein paar Jahren auch die Schweiz am Eurovision Song Contest vertreten und ist auf den guten 4. Platz gekommen. Ja, auch noch jemand, der durch «Deutschland sucht den Superstar» bekannt wurde, ist Beatrice Egli. Sie ist zwar eher im Schlager unterwegs. Also, falls ihr einen Schlager nicht kennt, das ist eine deutsche Art von Popmusik, die auch immer sehr, sehr fröhlich ist, gut ist zum Party machen. Und ja, die Beatrice Egli ist da eine berühmte Vertreterin, vor allem in Deutschland auch sehr beliebt. Und eine andere Vertreterin vom Schlager ist noch die Francine Jordi. Auch die ist in der Schweiz ein Name. Aber die Schweizer Vertreter sind nicht nur im Pop und Schlager unterwegs. Auch im EDM gibt es jemanden, der Fuß gefasst hat, nämlich der DJ Antoine. Auch im Rap sind wir angekommen mit der Loredana und dem Blick. Der Blick hat übrigens auch sehr clevere Songtexte, wie ich finde. Die sind auch auf Zürichdeutsch, also schaut euch die mal an. Könnt ihr auch